Herzlich willkommen zu Fabelaras Märchenkiste. Was für ein Glück, dass an all diesen vielen Tagen, wo wir nicht in die Schule oder Menschen nicht in die Ferien oder fortreisen, wenigstens so schön Wetter haben. Die Sonne hat an so vielen Tagen geschonen und hat die Gelegenheit gegeben, um ein bisschen rauszugehen. Und vielleicht habt ihr auch nachts an Wasser gehen, wo es eben besonders schön ist, denn wenn die Sonne so drauf scheint. Das Wasser fängt ja dann an, so ein bisschen glitzern. Und man hat fast das Gefühl, es bewege sich ein bisschen. Es bewegt sich eben wirklich. Weil dort, unten im Wasser, die Wasserkinder miteinander spielen. Die sind dort und machen Fangis mit den Fischen oder spielen Versteckis mit dem Seegras. Und der Wassermann, der Vater, der liegt ganz zunderst im weichen Sand und schläft. An einem Tag sind die Wasserkinder ganz besonders übermütig gewesen. Und dann sind sie zu ihrem Vater geschwommen und haben den Brüllen gestibitzt. Und nachher haben sie allerlei Schabernack gemacht mit dieser Brille und haben gelacht und giggelt und sind weit rauf vom Wasser sogar bis ans Ufer geschwommen. Und dort auf einmal haben sie gesehen, den Fischer kommen. Mit dem Fischernetz. So schnell wie sie können, sind die Wasserkinder im Wasser unten verschwunden. Aber weil sie so pressiert haben, haben sie die Brille vergessen. Und die Brille vom Wassermann ist am Ufer liegen geblieben. Der Fischer ist angekommen, hat die Brille gesehen und hat sie einfach mal angelegt. Und dann hat er gestaunet. Mit dieser Brille hat er tief runter ins Wasser sehen. Dort, wo der Wassermann schläft. Und als er am Berg übergeschaut hat er Zwerge gesehen, im Berg innen arbeiten. Da hat er sein Fischernetz einfach fallen lassen und ist mit dieser Brille auf der Nase heimwärts gegangen. Nach einer Weile ist ihm der Bauer begegnet. Und der Bauer hat gerufen: «Ha, Fischer, kannst du mir denn heute noch ein paar Forellen bringen, gell? Ich gebe dir dafür auch gute Eier und eine feine Butter.» Aber in Wirklichkeit hat der Bauer gedacht: der Fischer, dem gebe ich die kleinsten Eier, die ich überhaupt habe. Und der Butter, die einfach noch nicht ganz, aber ein bisschen ranzig ist. Jetzt hat aber der Fischer mit dieser Brille die Gedanken sehen. Und er hat genau gesehen, was der Bauer denkt. Und da hat er sich geärgert. Er ist dann aber weiter heimwärts gelaufen. Nach einer Weile ist ihm die Tochter von einem anderen Bauer begegnet. Wo sie den Fischer gesehen hat, hat sie gerufen: «Ha, Fischer, mit dieser Brille siehst du aus wie ein Professor!» Aber in Wirklichkeit hat sie gedacht: «Oh, der Fischer, oh nein, ich weiss ja, dass er mich mag. Aber der muss ja nicht denken, dass ein Fischer eine Bauerntochter heiraten kann. Sicher nicht.» Und der Fischer mit dieser Brille hat auch diese Gedanken gesehen. Und das hat ihn sehr, sehr traurig gemacht. Er ist dann weitergelaufen, bis er in sein Dorf gekommen ist und ist noch dem und diesem begegnet. Und jedes Mal hat er sehen, dass das, was sie sagen, nicht das Gleiche ist, wie das, was sie denken. Meistens haben die Menschen schlechte Gedanken gehabt. Und da hat der Fischer gefunden: «In so einer Stadt will ich gar nicht bleiben. Ich gehe fort.» Am nächsten Tag hat er sich auf den Weg gemacht und ist recht weit in eine andere Stadt gegangen. Dort hat er sich als erstes ganz schöne Kleider gekauft. Er hat sich angelegt wie ein Edelmann. Daraufhin ist er ins Schloss und zum König. Und dort hat er sich vorgestellt und gesagt: «Herr König, ich bin ein weit gereister Mann. Ich weiß ganz viel. Und ich
Ich kann dein Berater sein. Ich kann auch gut herausfinden, was die Leute so denken. Von seiner Brille hat er natürlich nichts verraten. Und der König, der schon lange gerne so einen Berater hatte, hat ihn gerade in seinem Schloss behalten. Von dem Tag an hat der Fischer als Berater dem König immer alles erzählt. Jeder, der gekommen ist und etwas geredet hat und vielleicht etwas anderes gedacht hat, der ist von dem Fischer verraten worden. Und das sind einige gewesen. Einige, die Sachen gesagt haben, die sie nicht wirklich gedacht haben. Aber der Fischer mit seiner Brille hat ja alle Gedanken lesen. Zuerst hat der König Freude an so einem Berater, der so viel weiss. Aber mit der Zeit hat sich der König verändert. Er war früher ein liebenswürdiger, netter, freundlicher, zufriedener König gewesen. Aber in dieser Zeit, wo er erfahren hat, wie viel Lug und wie viel Betrug und wie viel Missgunst, dass es in seinem Reich gibt, da ist er traurig und dann hässig und dann wütig geworden. Und am Schluss hat er gesagt, das alles ist nur wegen meinem neuen Berater. Es ist besser, wenn ich den Mann gerade ins Gefängnis stecke. Aber der Fischer mit seiner Brille hat auch diese Gedanken lesen. Und er hat schnell davongehen, bevor ihn die Soldaten gepackt haben. Wo soll ich nur hin auf dieser Welt? Hat der Fischer gedacht. Überall Lügen, überall Gedanken, die schlecht sind. Da bleibt mir nichts anderes übrig, dann gehe ich halt wieder heim. Und er hat sich auf den Heimweg gemacht und hat dann so gedacht, an dem allem ist nur die Brille schuld. Er hat sie abgezogen und hat sie in den Jackensack genommen. Er ist schon fast die angekommen. Da hat es eine Mühle auf dem Weg. Ein Bach, der neben der Mühle vorbeigeruscht ist. Und ein Bänkli. Und auf diesem Bänkli ist die Müllers Tochter gesessen. Der Fischer ist zu ihr gesessen und hat das ganze Leid geklagt. Da hat Müllers Tochter zu ihm gesagt, «Weisst was? Bleib doch da. Es wird alles wieder gut.» Und jetzt hat der Fischer nochmal wissen. Er hat die Brille genommen und hat sie angelegt. Und dann hat er gesehen, dass es Müllers Tochter ganz ehrlich meint. Dass sie voller Mitgefühl ist und einen grossen Wunsch hat, ihn zu trösten. Als er das gesehen hat, hat er mit einem Freudenschrei die Brille abgezogen und hat sie im Bach gerührt. So hat diese Brille ihm jetzt doch noch den Weg ins Glück gezeigt. Schön, dass ihr da sind bei Fabelaras Märchenkiste. Habt einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen.